Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Lefhere und Mademscher, ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute Abend zum Christtag in Vedeln, hier im Orania Theater im Herzen von Ehrenfeld. Mein Name ist Kalle Fricke und ich sage euch ganz ehrlich und von Herzen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, irgendwie komme ich noch nicht so ganz parat. Ist das nicht ein Wahnsinn? Jetzt haben wir wieder den Christböhmscher da standen. Die Geschenke, die sind nur der Böhmscher. Und ich habe das Gefühl, wir hatten für gestern wo wir Maria und Job und der Klein wieder in Zählungspapier eingewickelt haben, um die wieder zurück in den Keller zu tun. Also es geht alles irgendwie viel zu flügg. Aber so ist das. Und kaum hätte man sich versinnen, ja, steht man hier auf der Bühne, moderiert das Programm für den Christtag und ich hoffe, wir kriegen dafür so ein bisschen gepackt, dass ihr euch uns so richtig entspannen könnt und so richtig fühlen könnt, wie das mit der Christtag an und für sich ja sein soll. Nicht Robbe die Dope und ich muss das noch und das noch und das noch und jenes noch. Hück soll es uns ein bisschen so sein, vielleicht auch ein bisschen wie es früher war, aber auf jeden Fall stimmungsvoll. Und dazu noch uns ganz herzlich willkommen. Aber meine Damen und Herren, ich bin nicht allein hier. Es ist ein ganz schmilziger Abend hier für ein bisschen Christtagsstimmung zu sorgen. Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute Abend zuallererst den eigentlichen Erfinder dieser Veranstaltung, den Organisator und Hans Dampf, der hier über alle rumwirbelt, in allen Gassen des Christtags in Vedeln vorstellen zu dürfen.
Herzlich willkommen hier auf der Bühne, wo ist, ich kann nichts sehen. Frank-Peter Neu. Frank, mein Gutster. Ne? Übernimm es gerade, du hast der Glück bestimmt jetzt zu sagen und du weißt jetzt viel besser, was genau gut, denn dir ist das alles ingefallen. Ich habe jetzt hier noch einmal gespart für die Echte. Ne? Ich bin ja nicht gefallen. Bist nicht gefallen. Mach wieder. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass er der Weg gefunden hat und so zahlreich in das Orania-Theater. Zur diesjährigen Veranstaltung Christa-Empfehlung 2018 und wir sind natürlich auch sehr überwältigt über den Zuspruch für den heutigen Abend. Und man will euch ein bisschen besinnlich und heiter mit Spaß und Freude und vielleicht auch mit einem Augenzwinkern wirklich durch die Augen führen. Und es sind jede Menge Freunde da. Der eine oder andere, der hier sitzt, ist mir persönlich bekannt. Und wie im wahren Leben ist es ja so, was bist du denn ohne Freunde? Ist ja nur die Hälfte irgendwie, ne? Und das ist auch schon wieder das Thema. Die Freunde, das sind die Musiker von Hüg Orven, die dabei sind. Darf ich euch bitten, die Bühne zu betreten? Die Frank-Peter Neu und Freunde, das Christa im Fedel-Ensemble 2018. Ebasa, der Meister. Andreas Ebel. Uli Schlotter. Guido Völlmer. Andreas Münzel. Sind wir komplett? Ich muss ab und zu immer durchzählen, weil die Freunde gehen ja schon länger, manchmal sind wir zu dritt, zu vier, zu fünf und heute ist wieder Weihnachten, da sind wir viel mehr. Und wir fangen einfach mal an, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 30 Minuten. Lass mal froh und noch munter sind und uns reich von Hetzen freuen. Lustig, lustig, tralalala, was ist die Illusion da? Was ist die Illusion da? Dann stell ich uns Menge Teller und et Christkind lädt bestimmt ein feines Drum. Lustig, lustig, tralalala, was ist die Illusion da? Was ist die Illusion da? Wenn ich schlafe, dann träume ich, jetzt bringt es mit jetzt für mich. Lustig, lustig, tralalala, was ist die Illusion da? Was ist die Illusion da? Wenn ich ob hier gestanden bin, lauf ich flott zu meinem Teller hin. Lustig, lustig, tralalala, was ist die Illusion da? Was ist die Illusion da? Das Christkind kann man einfach nur jeden haben, wenn man nicht genug dann sagen kann. Lustig, lustig, tralalala, was ist die Illusion da? Was ist die Illusion da? Lass mal singen, jetzt ihr. Lass. Lustig, lustig, tralalala, was ist die Illusion da? Was ist die Illusion da? Was ist die Illusion da?
Ich darf an dieser Stelle vorstellen und auch wieder zum Ausmarsch blase der Christa im Fädelchor 2018. Und der Erik, den würde ich auch gerade verabschieden, der mich beim Sologesang unterstützt hat. Bis dahin. Das nächste Lied ist dann klassisch unser Motto-Lied zu unserer heutigen Veranstaltung. Eine Veranstaltung, die wir seit 2012 machen, nämlich Christa beim Fädel. Und höchst immer im wunderschönen Orania Theater hier in Ihrefeld, mitten in Ihrefeld quasi. Und an der Stelle einen herzlichen Dank an die Theaterleitung für die herzliche Aufnahme, Bettina Montasen und Richard Bargel. Und natürlich auch an euch, die heute Abend alle hier dabei sind. Das Lied heißt Christa im Fädel. Haben wir einen Christa hier? Kann ja auch sein, dass es ein Christa aus dem Fädel ist. Ich weiß es ja nicht. Frisch und warm, ein schöpfchen Löwing wärmt so schön dort down. Wir sitzen auf unserem für Kamin, denn im Advent kann das nicht schöner sein. Der Winter ist normal und rot dabei, Schnee im Dezember, dann ist längst vorbei. Schneeglöckchen, Wiese, Hanneröckchen an. Im Radio läuft das Lied vom Hiljemann. Heute, Kinder, wird's was geben, hüpft der Hammer freut. Hüpfte Schenke, Süß und Teller, Päckchen, Jos und Klein. Christa im Fädel, so schön wie Hück. Wir sind alle zusammen, war eine schöne Weihnachtszeit. Christa im Fädel, für Jos und Klein. Bei Plätzchen und noch Käse, Heiligabend daheim. Das Rolle und das Jodewing, vor Fenster aus sind war der Vaterring. Der Böhm am Schwadenäbert ist das schön, ist doch noch jede Menge Gläschen drin. Schnäpse hinterher mit sich gehört, sonst wird verborgen mit der dann nur stürzt. Denn Heiligabend ist einmal vorbei. Könnt fast glauben, schon wir sind dabei. Und Kätzchen sagt, trink nicht zu viel, der Abend ist noch lang. Lass mal singen, stille Nacht und von der Freude und Hilfe Nacht. Christa im Fädel, so schön wie Glück. Wir sind alle zusammen, war eine schöne Weihnachtszeit. Christa im Fädel, für Jos und Klein. Bei Plätzchen und noch Käse, Heiligabend daheim. Wie ist denn so das Licht zum Lesen?
Die Schriftgröße könnte vielleicht eher Arial 28 sein, aber da war kein Platz für. Von daher ist das mit dem Mitsingen vielleicht ein bisschen problematisch. Es sei denn, da hätte ich natürlich dran denken können, es gibt ja so Leselampen für Sportler, ne, oder so geht, ne? Für Wanderer, genau. Frau Schmitz, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Okay, gut. Bevor wir die Bühne verlassen und weitergeben an die nächsten Künstler, wollen wir ein bisschen traditionell reden. Auch wenn keine Schnee da ist, man kann ihn sicher wünschen. Leis, ganz leis, fällt der Schnee. Fällt der Schnee, still und starr ist der See. Weihnachtlich glänzt auch der Wald, freudige Christkind geht bald. Zwischenspiel mit euch. Still und Kummer und Lärm, Säue, die sind jetzt verhallt. Ich sag freudig, das Kind kommt bald. Und wieder mit euch. Ja. Könnt ihr das auch? Singt euch doch mal warm. Ich sag das Kind geht bald. Schön an mir und für alle sind, in ihrem Feld, ja, ist es ja so schön. Danke, dass alle gekommen sind. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Fällt der Schnee, still und starr ist der See. Weihnachtlich glänzt auch der Wald. Ich sag freudig, das Christkind kommt bald. Freudig, das Christkind kommt bald. Also ich bin ja begeistert, dass ihr so textsicher seid, ne? Obwohl hier ein anderes gesungen wird, aber ihr habt ja richtig Text. Vollkommen okay. Vollkommen okay. Nein, ist alles gut. Frank-Peter Neu und Freunde, machen uns einen herzlichen Applaus. Weil ich ja anfangs versprochen habe, dass es auch ein bisschen besinnlich wird, dazu gehören natürlich auch Rühmscher, also für die Nicht-Kölner unter uns. Wer kommt nicht aus Köln? Ist der kölschen Sprache nicht mächtig? Könnt ihr melden? Gibt kein Sonderabjahres. Wir sind fremdenfreundlich, ja.
Ja, für euch übersetzen wir das simultan. Da oben ist so eine Loge, da müsst ihr euch rumdrehen, dann machen die das mit Hängefüß. Christach. Hore, tun sich einem Sträufe. Christachs Rummel und Gedöns, da, wo Kinder noch dran gelaufen, ist das Fest das Allerschönste. Wann das erste Mal im Leben ein Kindchen Süden einen Lechterbaum. Kann es war jetzt Schöneres geben? Ne, ich glaube, das kann nicht kommen. Für diese Bildchen führt zum Malen. Das Schnüsschen steht für Staunen ab. Und wie hell die Augen strahlen und wie froh das Herzchen klopft. Hörst, denkst du zurück an Jahre, die du längst vergessen hast. Paradies hast du verloren. Zick du Josi, wo du bist. Helle Kinderstimmen singen Liedchen von der Christachszig. Könnt man dich doch wiederfinden. Weg in das Kinderland zurück. Dankeschön. Mai des Jahres 1907. Der Jahr wird 7 begeisterte Sänger, die täten in Heisterschoss liefern. Das ist noch bei Hennefter an der Sichelei und die haben eine Chor gegründet. Weiß einer genau, wo Heisterschoss ist? Ja, ihr habt alle Navi. Ja. Jedenfalls haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, so kann es nicht wiggern. Wir singen uns so schön, die Norbers, ach, die haben alle schon einen Gesangsverein, jetzt machen wir auch einen. Und schwupp, ja, wird auf einmal ein Quartettverein Heisterschoss. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen diesen Chor heute Abend hier präsentieren zu dürfen. Begrüßen wir mit einem herzlichen Applaus die Sänger des Quartettvereins Heisterschoss. Rennen wir durch. Guten
Sint Barbara, Janke langs der Bühne, Barbara, Sint Barbara, und auch zum Meer. Sie springt Schose glitzerblank, schon für dich parat. Schürze voll mit Marzipan, Nüsse, Schokolade, Schürze voll mit Marzipan, Nüsse und Schokolade. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Hans Meyer und ich bin der Anführer dieser sangesfreudigen Herren des Quartettvereins Heißerschoss. Der Kalle Frickel, der Moderator, hat es eben schon gesagt, 1907, wenn man nachrechnet, sind wir in diesem Jahr exakt 111 Jahre alt. Und dann sage ich immer, wenn wir auftreten, dafür sehen wir doch noch gut aus, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, viel Spaß bei den nun folgenden Liedern Der Winter ist gekommen und Lichterketten. Friere, Tonne,
Ja, meine Damen und Herren, jetzt vom Quartettverein, vom Gesang, ist das normalerweise richtig, wenn man wieder einen Wortbeitrag macht, und genau das machen wir jetzt noch. Ja, ein Wortbeitrag mit zwei Protagonisten, das nennt man normalerweise Zwiegespräch. Das kennen wir vom Fastelavond. Das ist aber auch durchaus bei so einer Veranstaltung Christa im Fädel möglich. Und dass das möglich ist, das zeigen uns jetzt zwei, weil das so ganz verschiedene Charaktere sind. Aber was soll ich lang schwade, Leute schon so überraschen. Wir fangen jetzt mit einem ganz herzlichen Begrüßungsapplaus, denn das sind die so gewöhnt. Lares und Drinkes, das Zwiegespräch.
Weil genauso wichtig wie die Geschenke zu Weihnachten ist natürlich auch Essen. Was kocht man zu Weihnachten? Also wir kochen immer alles mit J. Ja, das ist ja sehr schön, aber wir sind da sehr traditionell veranlagt. Wir machen immer weihnachtlich besinnlichen, rheinischen Kartoffelsalat mit Bockwurst. Siehst du, und der schmeckt mir bei euch nämlich ja nicht, dieser weihnachtliche Kartoffelsalat. Dir schmeckt der Kartoffelsalat nicht, warum das denn nicht? Ja, da Guck mal, fehlt was drin. Wie, da fehlt was? Pass mal auf, wir tun da rein. Gurken, Fein gewürfelt. genau. Zwiebeln, Fein gewürfelt. Schinkenwurst, Fein gewürfelt. gekochte Eier, Fein gewürfelt. selbstgemachte Mayonnaise. Ja, ich weiß schon, fein gewürfelt. Du bist der Einzige, der Mayonnaise würfelt. So, und dann natürlich festkochend Sieglinde. Deine Frau heißt doch gar nicht Sieglinde. Mensch, das ist die Type von der Kartoffel. Siehst du, und da ist der Fehler. Wie ist der Fehler? Ja, ist falsch. Was ist an der Kartoffel denn falsch? Ja, wir nehmen immer Marzipankartoffeln. Ne, ist schon klar, Labbes. Wünscht frohe Weihnachten. Und was hast du anfangs gesagt? Was macht ihr zu Weihnachten? Ja, wir kochen alles mit J. Wie alles mit J? Ja, pass auf. Mörde Jans Jude Jorjonzola vom Jardasee. Nur Käse. Jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse. Kein Fleisch? Ein ganz gerupfte Jansus Jodesberg. Ja, wie jetzt? Ja, pass auf, Mörde Jans Jude Jorjonzola vom Jardasee, jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse. Und ganz gerupfte Jansus Jodesberg. Da man mit der Jans Jude Jorjonzola vom Jardasee und jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse, die Jans gefüllt. Gefüllt. Mit den Händen gefüllt? Jardinenstange genommen. Ganz gefühlvoll gepressen, gestopft. J. Könntest du bitte endlich doch mal ein Wort sagen, das nicht mit J anfängt? Peng! Wie, Peng? Ganz geplatzt. Ganzes Gedrisse je in Jardine gespritzt. Schöne Sauerei. Und was habt ihr dann gemacht? Ja, Jardinen geschlossen, Jardinen gewaschen, getrocknet, gebügelt, Jalousien geöffnet. Ich meine natürlich, was ihr dann gekocht habt. Jense, Julasch. Gut gewürzt, geil geschmeckt. J. Also ich verstehe dich nicht. Du hast mich nicht verstanden. Nein. Pass auf, ich fange nochmal ganz langsam von vorne an. Mörder Jans Jude Jornsula vom Jahr, da ist jede Menge Salz, panische Joken und die Nachten sind Jans, ruft die Jans Josberg. Aber Jans Jude Jornsula vom Jahr, da sind jede Menge Salz, panische Joken und die Jans, sie füllt ja die nicht schon. Jans, sie füllt und weiß nicht mehr. Peng! Jetzt bin ich unterbrochen worden. Ich komme gerade nochmal von vorne. Untersteh dich, mein Freund. Also wirklich, Labbes. Wünscht frohe Weihnachten. Hör es auf. Also man kann... Jetzt habe ich eher Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn jetzt darf ich jemanden ansagen, meine Damen und Herren, ob der in Australien oder im Jötzenich ist, ob der in Amerika, also in den USA oder in der Satori-Säle, ob in Bad Neuenahr oder in Ihrefeld im Urania. Jedenfalls, und er kann wirklich so einiges erzählen, gerade auch zum Thema Weihnachten. Freuen Sie sich deshalb auch ganz besonders auf den nächsten Künstler im Programm. Freuen wir uns gemeinsam auf Ludwig Sebus. Bevor wir anfangen, muss ich gerade nochmal die Kleiderordnung hier kurz korrigieren. Hat er denn, oder sieht er alles schon im Weihnachtsbastel-Deko-Fieber? Ja? Wir auch. Moment mal. Ja, ich hab hier. Ja, was meinst du, das rentiert sich? Das trägt.
Macht schlank. Ja, man fühlt sich wieder in 70 Jahre zurückversetzt. Lange Haare, wunderbar. So, die Band beginnt von der Ludwig Schmidt-Wigger. 4. Weihnachtsmarkt, gehst du da ins hin? Ich hübsche Löwen, akkurat, ich hübsche Lammusin. Ich hübsche Löwen, Mädchen, man wird sich dran denken. Wenn zweite bubbelt et sich schon, et lockert dir den Zeng. Wenn dritte schöpsche akkurat, das Feuer endet lief. Wenn vierte es dann so fit, die Queen, die wieder stief. Gehst du Ja, gehst du doch Weihnachtsmarkt, ja, gehst du da ins hin? Ich hübsche Löwen, akkurat, ich hübsche Lammusin. wie dort so viel Mensch man will, damit den Gewöhl. Dort traf ich auf dem Weihnachtsmarkt ne Schulfreund Menge Ball. Was han wir lang uns nicht gesehen, sag an, was mähst du noch? Drum trinke Schöpsche Glöwing mit, ein Schöpsche trinkst du doch. Drehst auf der Weihnachtsmarkt, du gehst da und sing. Ich hübsche Löwen, akkurat, ich hübsche Lammusin. Will sich der Pöli Klumpeli, ja war ein Schöpsche us. Und wählet viel zu bubbeln, ja, immer noch nicht nach us. Man sacre du, so rief der Pöl, halt an, die Frau es fort. Die hättet Geld und auch der Schlüssel und Lever, Jott. Ja, gehst du auf der Weihnachtsmarkt, ja, gehst du da ins hin. Ich hübsche Löwen, akkurat, ich hübsche Lammusin. Ja, gehst du auf der Weihnachtsmarkt, ja, gehst du da ins hin. Ich hübsche Löwen, akkurat, ich hübsche Lammusin. Ich hübsche Löwing akkurat. Ich hübsche Lammusin. Prösterchen. Abteilung Münze ab. Das ist schön, Dankeschön. Lieber Vertreter, meine lieben, hochverehrten Damen und Herren, in dieser weihnachtlichen Stimmung, ich freue mich sehr, gerade Sie heute Abend hier vor mir zu sehen. Ich war vor kurzem irgendwo gewesen, Björnsen, ich war viele Songs zusammen. Hier hat man den Eindruck gehabt, wo Leos Köln ist. Ich muss also ehrlich sagen, Sie machen nicht nur einen sympathischen Eindruck, Sie machen geradezu auch einen wohlhabenden Eindruck. Ich begrüße also die vereinzelten, versteckten Millionäre unter uns hier. Und ich glaube, liebe Freunde, es ist so, es hätte sich doch Weihnachten viel verändert. Wenn ich so an meine Kindheit denke, da ist ja kaum einer, der das noch ein bisschen weiß, da waren wir ganz bescheiden. Ich will es ja anders. Ich komme die Geschenke auch aus allen möglichen Richtungen. Ich komme aus Bad Ossendorf. Ihr wisst, Bad Ossendorf trägt den Titel, nachdem wir ja den Klingelputz da haben. Einige müssen da länger in Kuranstalt bleiben, daher auch der Titel Köln-Ossendorf, Bad Ossendorf. Jedenfalls eine Freund von mir in der Nachbarschaft schenkt zu seiner Frau zum 79. Geburtstag schenkt er ihre Fahrrad. Nur ist das ja nichts Besonderes,
Aber die Frau hätte im Leben noch nie am Fahrrad gesessen. Jetzt rufe ich den noch 14 Tage an und sage, hör mal, wie ist das dann? Du hast doch deiner Frau im vorgezogenen Weihnachtsgeschenk zum 79. Fahrradgeschenk. Wie geht es damit? Sagt er, hör mal zu. Beim Fahrrad fragt man nicht, wie geht es, sondern wie fährt es. Ich sage, wie fährt es dann? Oh, sagt es geht. Es ist natürlich auch so, ein bisschen anders. Heutzutage wegen Weihnachtsgeschenke, ich meine, werden ja auch Tiere verschenkt. Eine Freund von mir schenkt einem anderen zu Weihnachten ein Aquarium. Aquarium ist ein bisschen viel gesagt. Es war eine kleine Glaskugel mit 2 Goldfischen drin. Dann zieht er Robin an. Ich sage, ich habe gehört, zu Weihnachten hast du ja das Aquarium bekommen, die Goldfische waren krank. Nee, sagte, sie sind schon wieder auf den Beinen. Ne? Ja, meine lieben Freunde, es ist natürlich so, dass auch viele irgendwie überlegen, mit den Tieren etwas anzufangen. Da wird behauptet zum Beispiel auch, dass es Schäferhunde gibt, die intelligenter wären als ihre Besitzer. Da kommt einer in der Linie 5 rennen mit seinem Freund und sagt, hast du eigentlich auch gehört, dass es Schäferhunde gibt, die intelligenter sind als Besitzer? Ja, seht ihr, das weiß ich, so einen Hund habe ich auch. Liebe Freunde, ich möchte an und für sich sagen, es hat sich viel geändert, aber einige Dinge in Köln sind geblieben und immer das, was an und für sich die Kölsche Ziel ausmäht, ist eigentlich das, was sie auch Weihnachten bereitet, nämlich der schnelle Weg zum anderen. Man kann das an und für sich flück machen, indem man dem zeigt, dass man akzeptiert, jeder Mensch braucht ja Anerkennung, ob jung, ob alt, ob weiß, ob gel, ob schwarz, ob irgendwie geboren ist oder zufällig nicht. Ganz egal, er braucht Anerkennung. Und an und für sich ist das eine Art, die mir Kölsche ja an sich eigen haben. Und die Anerkennung, die gibt bei einer Frau, die mit Gusteien immer wieder in Köln obtraut. So kaum irgendwie aus dem Fürgebirg. Genau wusste man ja nicht. Aber wenn sie dann kleine Fenster ein bisschen abgerissen waren und die dem Düff noch Gusteien nachkommen, dann hätte sie nicht gefragt, ob sie Geld hatten, hätte sie dann ein Tütchen gemacht, hätte den Kindern das geholfen. Es ist natürlich heutzutage nicht immer so einfach, aber in Erinnerung an die Frau, die mir noch gut im Gedächtnis ist, habe ich damals uns das Lied geschrieben vom Gusteierklör. Übrigens, ich habe gehört, das Lied ist über die heißen Mormonen von der Ruhestraße, oder? Ne? Oder heißen die Maroden? Ach so, Mormonen, ne, alles klar. Es läuft alles über Gusteier. Bitte sehr. In Köln an der Hochstraße steht et Klör mit Singerkirche. Die Handka ist genauso alt, wie Klörsche ist an Jörsche. Die Eiserräder sind voraus und Eiere beim Teuer. Es noch so hat der Winterstick, et Klör kann dat nicht scheuen. Et trinkt ne sich süße Luft und winke an dich an. Und jeder durch das Klör, das ein Gusteien und noch an.
bei uns, da weiß man, et Klör het Jod gestehe. Denn selbst wer gut vom Borenland nach Köln denkt sich freuen. Gleichmäßig glüht es de Glut ob ihrem kleinen Öffchen. So röstete Kusteie Jod sind Weihrauch für et Näschen. Et trinkt Fühlt sich süße Duft von Wickeln und dich an. Und jeder Stadt flören, dat het Kusteie und daran. Et ganze Jahr lang sieht man nicht dat Klör mit singen Kirchen. Partout zur Winterzeit, da könnt et 50 Jährchen. Nur dies Jahr bleibt Klörsche aus, et kann sich nicht mehr. Et ist dabei und ist danach, kann sich nicht mehr freuen. fühlt sich Gewürze von Wickeln und dich an. Und jeder Stadt klört ein Kusteie und daran. da wird sich süße Luft von Wickeln und dich an. Und in jeder Stadt klört ein Kusteie und daran. Und jeder Stadt glödet het Kusteie und daran. Ludwig Sivus, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Frau Kolowo. Vielen, vielen Dank. Ich will auch noch Tschüss sagen. Wirklich. Ja, meine Damen und Herren, het Kusteie Kleur, da geht einem doch das Herz op. Ja. Denn das ist doch, was wir alle kennen, heute ist es nicht mehr das Kleur, da steht irgendeiner mit dem kleinen Stiftchen da vom Wallraffplatz, vom Funkhaus, aber im Prinzip, die Kusteie geht es noch immer und das Kleur hat es wahrscheinlich, würde ihr Nachfolger gefunden. Hauptsache ist, so ein Lied berührt und so ein Lied erinnert. Und es gibt keine bessere, der das auch aus seiner Lebenserfahrung uns alle mitteilen könnte. Ludwig Sivus. Herzlichen Dank bei der Gelegenheit auch an Frank-Peter Neuenfrunde, die das Ganze live begleitet haben. Ist heute auch eine Seltenheit. Vieles kommt ja aus der Konserve bei mir auch. Ludwig, herzlichen Dank. Frohe Christi, schöne Grüße dahin. Der Quartettverein heißt der Schoss. Da standen sie auch. Die Staatsheere in einer Reihe. Und Nick, hast du ein bisschen Musik da, dass die Heere auch mit Musik beschwingtem Beines hier rein zwingen können. Vielleicht weihnachtlich, sehr schön. Irgendwie ihr Kinderlein kommen oder sie irgendwie. Der Quartettverein heißt der Schoss.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind wieder da. Das haben Sie ja gerade mitgekriegt. Und die Welt, ne? Wo fängt sie an? Wir haben es ja wunderbar jetzt gehört, nämlich in Köln. Wir wollen nicht übertrieben, aber es ist so. So, und dann geht es bei uns bigger im nächsten Programm. Und das, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt ein Lied, das heißt Wünsch im Lichterglanz. Wünschen kann man sich ja viel. Ich weiß nicht, jetzt muss ich wieder zu Ihnen schauen, weil eben haben Sie schon gesagt, St. Barbara nix, Nikolaus nix, Weihnachten wird doch die Kopf beschüttet, wahrscheinlich nix. Ui, ui, ui. Aber da fällt mir nur eben ein, da kommt noch was, ne? Da ist noch was drin. Aber, mit dem Christkindchen, wollen wir mal sehen, vielleicht wird es doch noch was. Und zwar fällt mir da eben gerade ein, da sagt die Oma zu dem Enkelchen, weißt du, Peterchen, du bist ja jetzt schon so groß, du bist schon in der Grundschule, kannst auch lesen und schreiben und du hast ja von mir immer zu Weihnachten vom Christkind hast du ja immer ein Bilderbuch gekriegt. Jetzt bist du ja, wie gesagt, so groß, brauchst kein Bilderbuch, kannst ja selber lesen. Du darfst dir dieses Jahr zu Weihnachten dein Buch selber aussuchen. Oh, cool, sagt der Oma, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Aber das Lied, was jetzt kommt, das ist wirklich ein bisschen nachdenkenswert. Wünsch im Lichterglanz, da geht es darum, Zeit zu haben. Zick. Der Panz, der wünscht sich ganz einfach Zick. Ein Liedchen, wo man wirklich drüber nachdenken kann und auch aufmerksam zuhören kann. Danach folgt das Lied der Lieder für die Stadt Köln, nämlich unser wunderbares Lied Die Glocken von Köln. Das ist von vielen Männerchören schon gesungen worden. Wir haben es uns auch ausgesagt für Sie. Das ist auch, wie eben zu Beginn, die Hommage, was ich eben mit Ludwig Sebus sagte, galt bei dem ersten Lied eben natürlich für die Stadt Köln und den Osterwatzwil. Und jetzt gilt natürlich dann mit den Glocken von Köln der Lobgesang, der weihnachtliche Lobgesang aller Lieder, die die Männerchöre singen, die Glocken von Köln. Viel Spaß bei den beiden Liedern. Einmal Wünsch im Lichterglanz und die Glocken von Köln.
Ja, du bist dann auch so gut gefallen. Also, das hätte es auch gegangen, ne? Das ist richtig schön, richtig schön. So, und ich hoffe, wenn ich euch jetzt das Gedicht, also Römsche, präsentiere, der ein oder andere von euch wird das vielleicht mittlerweile kennen, denn das ist, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, der Burner. Also ich finde das so jetzt von fantastisch, nur ich hätte gerne wissen, wer das überhaupt sich hätte infallen lassen. Ich kann es nicht rauskriegen, aber ich arbeite ein Herz dran. Und hörtet euch uns an, es ist natürlich auf Kölsch und es jede bis jetzt, anfangs ein bisschen ja, besinnlich so. Und danach bin ich jetzt gespannt auf die Reaktion von euch. Das ganze Spiel heißt einfach Weihnachten 1946. Gleich am Krieg, eng der 40er Jahr, ja, wenn nichts zu essen, das ist wahr. Da war es wirklich schon allerhand, wenn du mit einem Bauer warst verwandt. Nicht zu verachten, das ist klar, war der Onkel aus Amerika. Am hellen Abend, ich schreiten, hurra, kam dann ein Päckchen aus Amerika. Von unserer Lebentante Röschen, gefüllt mit lauter schöne Döschen. Ich rieset ab und reck mir den Hals, den Buffentrupp direkt 3 Pfund Schmalz. Ein Kilo Bunnerkaffee und Ubau und die große Dose voll mit Kakao. Und direkt nebenan die Jodesiel, ein Büchschen mit Olivenöl. Ein ganz große Dose mit Ries, 2 Kilo Mehl und ein Stück Kies. Das alles schrift Tante Röschen eigenhändig auf jedes Döschen. Bloß von so einer Wiesblechstoß, ganz unge, haben keine Zettel gefunden. Was kommt jetzt in der Dose da Sinn? Ich da stecken's die Nase drin. Ich habe es probiert und auch meinem Bruder Karl, das Boulevard war geschmacksneutral. Hätte geschmeckt wie in geschlafene Föß. Ja, so haben wir uns dann der Kopf zerbrochen, was könnte man aus dem Boulevard kochen? Meine Frau meinten, oder kochen wir jetzt erst einmal einen Brei. Was jetzt noch fehlt, sind Milch und Ei. Und heute gut, da drauf ja noch mehr doch Sinn, das Pulver in die Panne rennen. Und jetzt, so sagte Oma, das soll noch jetzt Zitronenaroma. Und mit jetzt Pfeffer, Salz und Ölig hätte es gut geschmeckt. War auch billig. Und dann, es war so 3 Tage drauf, klärt mit einem Brief sich alles ab. Und uns dann Röschen schrift, ihr Lieben, ich schicke euch ein Paket nach drüben, voll mit lauter guten Sachen und hoffe, dass sie Freude machen. Was leider ihr ja noch nicht wisst, dass Onkel George verstorben ist. Mit seinen über 80 Jahren er immer noch ein Kölner war. Seinen letzten Wunsch will ich verkünden. Auf Melat will er Ruhe finden. Drum sei es so, wie es gerade sei, setzt ihn doch bitte in aller Stille bei. Die Asche ist in der Weißblechrose, in stiller Trauer Tante Rose. Und so haben wir dann Order zu wissen und ich Schweden nicht im Leben nicht vergessen am hellen Abend
der arme Onkel Schorsch gefressen. Jo. Herzlichen Dank an Kalle Fricke, der heute in mehreren Positionen und Aufgaben hier unterwegs ist. Als Moderation herzlichen Dank, liebe Kalle. Und als nächster Programmpunkt als der Jung von Ihrefeld, der im Übrigen auch in vielen Rollen zu Hause ist, hauptberuflich mit Grafik. Ja, auch. Und Graffiti, ne? Oder? Ja. So, dann ist er schon ein paar Jahre Muzebas bei den Muzemändelscher von 49 e.V. Und wir sind schon lange sehr freundschaftlich verbunden in der Vereinigung. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Vortrag von der Jung von Ihrefeld. Er ist einfach los. Het Wetter weht kalt und het Jahr geht zu eng. Da pennt sich Stein für der Tür. Het Petersche sät, Jan sehnst zu sich selbst. Jung, mach jetzt gut für Schluss, bloß kein Metz. Ja, Feuerwehr, Auto, Schöckerpäd, so hat im Briefat geschrieben. Die sollen doch in der Hillie Nacht, wo Christkind zu Weihnachten jeppe. Freudig bargelt Christkind, zu dir und zu mir. Freudig bargelt Christkind, zu dir und zu mir. Über Köln, der Himmel ist glühendig rot. Der Engelchen backe jetzt Plätzchen. Et Petersche sät ganz eins zu sich selbst. Jung, mach jetzt gut für Schluss, bloß kein Metz. Ja, Feuerwehr, Auto und Playstation. So hat im Briefart geschrieben. Die Sohn doch in der Hillie Nacht vom Christkind zu Weihnachten Gipfel. Freudig bargelt Christkind, zu dir und zu mir. Freudig bargelt Christkind, zu dir und zu mir. Der Hillienabend ist endlich nur da. Der Stoff, Ruhestand, Käse und Flammen. Im Christbaum, da brennt auch ein Wunderkät. Die Familie ist komplett zusammen. Leuchtende Augen, der Backe ganz rot. So stund der Bitter für'n Krüppchen. Das Christkind war da, hat ein frisch beschenkt. Lebt Christkind nicht dank davon Herzen. Freudig lücket Christkind, zu dir und zu mir. Freudig
Christkind, hüpfendes Christkind, zu dir und zu mir. La 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 ans Mikrofon bitten für die nächste Nummer und ich schon eine zweite Gliederin zum Chor. Wo ist sie da? Komm. Ja, jetzt kommt ein Stück. Das Stück heißt Winterzig. Den Text zu diesem Stück hat der Andreas Münzel geschrieben. Und es ist ein wunderschönes Stück und das erinnert wirklich so ein bisschen an die Kindheit auch. Hatten wir vorhin schon mal das Thema, wo wir so Schlitti gefahren sind, als es hier noch geschneit hat in Köln. Ja, dann sind wir es mal so vor, wie ist es hier in Neu-Ihrefeld, einen schönen Bergkloppen, hier hier am Berg. Mondklamotz, genau, das hatte ich gesucht, das Wort. Wenn dann noch Schlitten gefahren sind, das war richtig schön. Und das Stück, das gibt ein bisschen so dieses Gefühl wieder. Winterzig. Straße, Wies, Sündchen, denn es hätte Schwein endlich Hübner. Handschuh an Bömmelmütz, Flüchte der Gesetz und an jedem in den Schnee. Winterzig, Blumenz, der Stadt ist Wies, der ganze Hügelparadies. Schneemann baue, ob der Isbahn Schlittschuh laufe oder Schlitte fahren. Statt der Nazi-Platz zu drücken, das Fenster muss man jucken, ob der Straße ist so weg. Winterzig, Blumenz, der Stadt ist Wies, der Winzig im Paradies. Kahre Fuß, trotzdem will kein Panz schon jetzt raus. Doch der Mann ruft, ist zick, Peter schön, jetzt kommt zurück, ist bald dunkel, süßtet mit. Winterzig, Blumenz, der Stadt ist Wies, der Winzig im Paradies. Heiße Tier im Botterrand und man geht in der Badewanne. Denn der Peter und Marie, sie gebürgte sind es sie, unsere Brücke voll Schnee. Winterzig, Blumenz, der Stadt ist Wies, der ganze Hügelparadies. Winterzig, Blumenz, der Stadt ist Wies, der ganze Hügelparadies. Danke sehr. Erik Rundholz, meine Damen und Herren. Danke. Vielen Dank für den Solo. Und natürlich auch den Christa im Federchor.
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam war, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe mit lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten ins Brünnchen macht, durch der Engel Halleluja, tönet laut von fern und nah. Jesus der Retter ist da. Jesus der Retter ist da. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin and mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds great, angels beside, glory stream from heaven's afar, heavenly hosts singing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Alles schläft, einsam war, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe mit lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst und gemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Ist der Retter ist da. Ist der Retter ist da. Solo genannt. Elisa Giulianisti. Erik Hundholz. Frank-Peter Neu. Und der Kristall Friedelchor und eine ganz geile Band von Abend. Dankeschön. So, ich darf den Chor bis zum Finale verabschieden. Und wir machen jetzt weiter mit einem leichten Schunkel-Christach-Walzer.
Wo war die Christa Lorenz? War keine da, ne? Okay. Untüglich. Und ich habe vor Jahren mal unser lieber Thomas Klimpermensch, ist ja auch ein Moos, schon viele Jahre. Und irgendwann kommt er mit einem Text an, für Jahre, und setze mir Marse Musik drauf. Und das war für mich natürlich auch eine Herausforderung, auch die Musik dazu zu machen. Und im Text geht darum, so ein bisschen zurückzublicken, ob Weihnachten, ob die Christlich, wie es früher war. Und das Liedchen heißt, was war das früher so friedlich? Schunkeln ist übrigens erlaubt. Wir gehen ja jetzt zum Finale. Ne? Sieht ja keiner zu, wir sind ja unter uns. Ne? Okay. Was war das früher so friedlich? Und wenn das Leis im Monat Mai ist der auch just als längst vorbei, dann könnt der Herbst mein Löwe nicht, weil Sommer es ja nicht mehr geht. Und im August bei 15 Grad, mal lang schon ob das Christkind wart, denn Öscher bringt der Spritz hier weg, küff auf September jede Jeck. Und dann ob Heiligabend freut man sich auf Fastenabend. Was war das dann früher so friedlich? Gemütlich, gemütlich, da hat man füreinander noch Zinn, da war Zollstock nippes noch weg. Ja, was war da früher so friedlich, gemütlich, gemütlich, geschenkt wurde sich was nicht für Boss, und das Jahr wird zum Christfest noch was. Der Sinterklaas hat keinen Spaß, denn Zink August ist der im Brass, kriegt E-Mail-Post und SMS, er hat kein Ruhe, ist nur im Stress. Der Wunschzettel schon im April, dann ist dem Hellige Mann zu viel. Doch muss man auch die Pens verstehen, so haben es sich nicht angedungen. Denn in der heiligen Nacht, manch Kinder hätt's dann glücklich lacht. Was war das dann früher so friedlich, gemütlich, gemütlich, da hat man füreinander noch Zick, da war Zollstock nippes noch weg. Ja, was war das früher so friedlich, gemütlich, gemütlich, geschenkt wurde sich was nicht für Kost, und auch ja wird zum Christfest noch was. Ja, jetzt der Walzer! Ist dann das eng vom Lied, es wirklich alles verkehrt und brenne die Kerze still. Ja, lauf eins oder ganz viel und langsam wieder mir jetzt schlau, dann haben wir auch uns wieder hoch. Besinn dich Glück, denk an ein Fest, geboren ist uns Jesus Christ. Und hück in der heiligen Nacht,
es auch wieder friedlich, gemütlich, gemütlich. Wir haben füreinander noch zick und sind glücklich an keine Strick. Dann ist es auch wieder friedlich, gemütlich, gemütlich. Geschenk weht sich wann in Filmboss und vielleicht wieder ins Floss. La 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 la. Glück im Zimmer nebenan. Der Onkel Hein steht für den Nordmann da. Sind für die Pens wie der wohl langsam zick. Dann die Bescherung losgeht und dann Pflück. Jetzt später klingelt doch das Telefon. Die liebe Tante aus USA ist dran. Wünsch Merry Christmas and Happy New Year. Sind wir zu jeder Baby in unserem Für. Kaspar, Melchior, Balthasar, noch lang im Weg, da sind sie da. In der Krippe, fast nackig liegt der Knabe, der mit Lockenhaar. Christa im Feder, so schön wie du. Wir sind alle zusammen, war eine schöne Weihnachtszeit. Christa im Feder, für Jos und Klein. Beim Plätzchen und Käse, will ich Abend daheim. Abend ist geboren Jesus Christus, der für ein Leben die Begleitung ist. So zart und findet hängen Singer Kripp, uns Glaube, Liebe und noch Hoffnung gibt's. So manche schon im Himmel eng sind, sie sind bei uns ganz lieb im Herzen drin. Und nur so wie es bei uns so geht, da alles Joke und noch nichts verkehrt. Hosianna, oh wie fröhlich, schöne Christenheit. Der Heiland geboren ist, Marie und Jung sind hocherfreut. Christa im Feder, so schön wie Glück. Wir sind alle zusammen, war eine schöne Weihnachtszeit. Christa im Feder, für Jos und Klein. Beim Plätzchen und Käse, will ich Abend daheim. Christa im Feder, so schön wie du. Wir sind alle zusammen, war eine schöne Weihnachtszeit. Christa im Feder, für Jos und Klein. Plätzchen und Käse, will ich Abend daheim. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Herr und Madamscher, der schönste Abend ist auch uns vorbei. Ne?
da merkt man nichts dran. Wir hoffen alle, es hat euch gut gefallen, aber es ist noch nicht ganz am Ende. Wir haben nämlich noch ein Grand Finale. Wir haben weder Mühe noch Schulden gescheut. So kommen wir uns alle auf die Bühne, so wie sie nicht fortgelaufen sind oder fortmorte. Geflüchtet sind, würde ich sagen. Und wir hoffen jedenfalls, Ihnen hat es allen gut gefallen. Sie sind, wenn Sie hier das Kino verlassen oder das frühere Kino verlassen, etwas mehr auf Weihnachten zu sehen, ein bisschen mehr auf den Christisch ingestimmt. Es ist noch ein Woche, dann ist das all wieder vergessen. Aber wenn man dann abends die Ohren so mit, dann kann man vielleicht sagen, ach, war das nett im Urania. Ja? Das wird doch jetzt. So. Sollen wir so rennen lassen? Sollen wir so rennen? Du hast gerade gesagt, Grand Finale. Ich hätte gerne Grand Marnier. Ich darf zum Finale bitten. Matou Idur, die Portsmouth Wick, für mehr Sinn noch alle Zick, die ich zuletzt ins Heber, hey, als User. Der himmlische Chor auf mit dem Chor mit 1000 Stimmen ist er schwor, nur wenn ich verzähle, Halleluja, 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 Singt dämmerlich, hey auf zuerst, im Chor zu singen, mit halt Spaß, auch wenn ich längst nicht alles singen im Ruhe. Doch da was mir gefällt, ist singen, und ich will Halleluja. Und das nächste Lied ist quasi der musikalische Rausschmeißer. Ich dachte, ihr wärt fertig. Nee. Oh, Entschuldigung, Entschuldigenze. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden vor, auf, unter, über der Bühne, die Musiker, der Chor, die Chöre und alle, die diese Veranstaltung heute möglich gemacht haben. Und dass die Veranstaltung möglich gemacht wurde, das liegt nur an euch, an unserem Publikum. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Kommt gut nach Hause. Habt noch eine schöne Adventszeit. Schönes Weihnachtsfest. Gut drin. Und wenn ihr nicht gefallen hätte, sagt es ruhig weiter. Vielen herzlichen Dank. Wir wünschen euch ne Engel für den Heimweg. Wir wünschen euch ne Engel für die Nacht. Ne dritte Engel, dat ich heute Morgen, sind ohne Kopf in dankbar vor und weit. Wir wünschen euch 3 Engel für zu Weißen, damit ihr uns 4 aufenthalten. Es könnte ja sein, manch einer, der fängt morgen auch wieder mit dem Jägerspürchen an. Gut, ja, hey, Löcher, Jona, wollen wir bis morgen, Löcher, Jona. Het lukt immers de uurspitze. Een Engelshaaf met nur ganz leicht schwung. Je wist, man könnte auch ne Engelwoche mit Schellebauch und mit ner Decke drum. Mit Wesen und Mond auch nicht so bellen. Der Engelscher am liebsten Ruhe sind. So dumm bestimmt doch jemand lässt die Spiele. Vielleicht sind sie bei uns hier drin. Gut, Gott, hey, Löcher, Jona, drück und bis morgen, Löcher, Jona. Vielen Dank. Und herzlichen Dank nochmal an alle, die dabei waren, inklusive Publikum und all dem ganzen Gedöne. Gut, hey, mal ist noch eine schöne Restabend. Trinkt noch ein Bierchen Russe zum Absacken und dann alles Jode für euch. Frank bitte noch ein Funde, der Christian im Fehlerchor, die Heißdorf-Schosser und all die sonst noch dabei.